Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Gamerb 98 HABEDEYEY. Der. Habt ihr's jetzt bald einmal? Bazi Ibn Amoi wieder du. Leute, ich bin noch nicht mal da. Was ist denn mit euch? Ich bin noch nicht einmal da. Ich hab mir jetzt gerade mal was zum Trinken geholt. Was ist denn mit euch? Du drückst auf Stream starten, gehst aus dem Zimmer raus, machst ein Tor noch halbwegs recht, ziehst da an das Oberteil an, holst was zum Trinken, kommst zurück, haben 4 Likes gehabt. Leute, was ist denn mit euch? Mr. Highlander, Mr. Boxer, Mr. Day Zero und Mr. Herbert. Ein herzliches Willkommen erst einmal an der Stelle und merci für eine jeweiligen Resubs. Leute, wenn ich wenigstens schon was gespielt hätte, weil's ja auch noch nicht so. Ja, aber ich hab noch nicht einmal was da. Ja, es ist noch nichts passiert. Ich sitze einfach nur da. Also, basically. Ja, ich hab schon was da, aber das hat mit dem Stream nichts zu tun. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wie geht's euch? Ist alles fit, flauschig bei, abgesehen davon, dass es ziemlich heiß ist. Mr. Day Zero, wo Sie heute in der Nacht gewinnen, ist die Frage. Sie waren nicht anwesend, ist das im Bereich des Möglichen? Ich glaube, dort wieder einer Urlaub gehabt. Hab ich so das dumpfe Gefühl. Also heute wollen wir es nicht mehr lassen, dass wir den Ventilator da aufgestellt haben. Ja, also sonst verrecke ich da drin. Jetzt vorher noch ein normales T-Shirt angehabt. Aber selbst mit dem wird's mir jetzt dann wahrscheinlich zu warm. Deswegen haben wir denkt, jetzt steigen wir einfach mit professioneller Wachsershirt um. Ich habe heute schon 900 € im Messerlohn ausgegeben. Da ist auf dem 5er auch geschissen. Bist du stark fertig. Herbert, was soll ich jetzt da sagen dazu? Verstehe die Frage nicht. Billinger, Alter, nach 20 Minuten habe ich es jetzt auch geschafft, dass ich meinen EA-Account lösche. Mr. Billinger, habe ich dir. Wieso hast du deinen EA-Account gelöscht? Ist in dem Bereich des Möglichen, ich habe gewerkelt bis um 5 nach halb 6. Was, warst du die ganze Zeit an der Maschine? Jetzt
kommt der nächste daher. Was ist denn mit euch? Habe der es geschubsten Bierkrüge. Ja, geschubst. Es hat's alle geschubst. Verstehe die Frage nicht. Nein, es ist doch noch gar nichts passiert. Merci dir für deinen Resub im 7. Monat. Danke dir. Alles fit bei dir. Schön, dass du bist. Also jetzt 5 Subs zum Kassieren, ohne dass ich überhaupt irgendwas gespielt habe, ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Ja? Wir haben ihr habt einen Hype-Train ausgelöst, ohne dass irgendwas passiert ist. Ja? Die Season 2 Mission erfüllt, das haben wir erreicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie, müssen wir noch ein Trophäensystem einführen, dass man jetzt sagen kann, was wir abarbeiten können, aber ich glaube, das glaube ich, habt ihr jetzt zum ersten Mal zusammengebracht. Dass bevor das eigentlich losgeht, ein Hype-Train auslöst. Das meine ich, hat es noch nie gegeben. Das kaputten. Das hat's einfach alle gehabt. Wir brauchen eine Steigerung für geschubst. Leute, wir brauchen eine Steigerung für geschubst. Ganz einfach. Das geschubst klang, glaube ich, schon gar nicht mehr. Damischer Hund. Ja, wahrscheinlich, entweder habe ich nicht gescheit geschaut oder ich weiß es auch nicht. Ich versuche es halt noch einmal. Ja? Weil ich 3 habe und nur einen davon brauche. Warum hat man 3 EA-Accounts, ist die Frage. Ja? Verstehe ich nicht. Ich habe entweder an der Maschine oder in der Voreinstellung. Ich sollte mal 18 Werkzeuge. Dann bin ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gekommen, wo du in der Werkzeugvoreinstellung bist. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja. Ich hab, wann hab ich denn da geschaut? Ich weiß nicht mehr, wie spät das gewesen ist, aber ich hätte einmal nachgeschaut. Zwecks ein Schwellchen wird es gewesen, weißt du schon? Dann warst du wahrscheinlich da gerade an der Voreinstellung. Das kann sein. Nach geschubst kommt zusammengefahren. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Alles flauschig bei mir, ich hoffe bei euch auch. Bis auf das, dass es ziemlich warm ist, ist alles soweit gut. Ich habe gestern Nacht meinen ersten Arbeitstag gehabt, noch um zweiwöchigen Urlaub. Ja, ich war am Anfang nicht ganz so begeistert. Aber, mei. Jetzt geht's auch wieder. Auch wieder der wollte ich sagen, ja. U8ZUA, du Wunderknabe AUSM Norden. Wo streamst denn du immer dann, wenn die nicht kauen? So, du Wunderknabe aus dem Norden. Erstens bin ich im Süden und zweitens einmal kann doch nichts dafür, wenn du unterwegs bist. WhatsApp, merci dir für deinen Reset im 8. Monat. Weiterhin willkommen in der Basegegend natürlich. Alles fit bei dir. Ich hoffe, du bist soweit gut durchs Konzert gekommen am Wochenende. Dann werden wir heute 2 oder 3 reinzücken. Oder 12, je nachdem wie heiß das in der Halle ist. Aber das bringen wir hin. Also, ich weiß nicht, was ich eigentlich da habe, ja? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich Titz stark oder habt ihr Zwang drungen, habt ihr irgendwelche kaputten Vorstellungen, aber Leute, Name mehr sind, wir haben einen Hype schon in der Stufe 2 abgeschlossen, glaube ich. Nein, der Stufe 1 abgeschlossen, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Ja? Also GZ an euch. Ja? Merci für den Support. Obwohl, mich würde es mal interessieren, was gewinnen wir, wenn ich schon gespielt hätte. Aber gut, von mir aus gesehen im Norden. Ja, von dir aus gesehen, ja. Gut, von dir aus gesehen bin ich im Norden. Okay. Mozart, was treibst du wieder? Musst schon wieder weiter. Alles klar. Dann sage ich nochmal merci fürs Einersappen und dir noch einen angenehmen Montagabend. Ich übertreib's nicht stark. Den Schmarrn mit Stream, wenn Gott Zeit brauchst du nicht das Mai aufreißen. Achso, das war jetzt ein Mozart, wollte ich gerade sagen. Ich bin noch bei da. Außer es ist Sommerpause, dann bin ich nicht da. Lichtler-Workshop. Okay. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, bloß dich nicht ärgern. Halt, das ist billiger, weil einen davon mein Papa gemacht hat, einen meine Mom gemacht hat und den ich hauptsächlich einnehme, habe ich selber gemacht. Und du musst bei EA durch 6 Kack-Menüs klicken, bis du zum Account löschen kommst. Und dann mit dem Kundensupport drin. Du musst mit dem Kundensupport reden, wenn du deinen Account löschen möchtest. Ach du Scheiße. Ja gut, dann kannst du eh froh sein, dass du es hinter dir hast. Da mal ein bisschen streamen, bevor es wiederkommt. Wi-Fi, grüß Gott. Ich weiß nicht, meint er wieder? Ich hab jetzt vorhin einmal rausgeschaut aus dem Fenster. Bei uns ist strahlender Sonnenschein mit 32 Grad Hitze. Ja. Ich weiß nicht, ob es mein Ventilator heute macht, aber ich gehe mal schwer davon aus. Für mich ist Planschbecken.
Mr. Day Zero, das ist eine gute Entscheidung, ja? Du mal planschen gehen, das passt ihm schon. Ja? Und sagt der Gattin und der Baby-Bazi herzlichste Grüße. Ich mein, schön heute ballert starkes wieder. Ich hab mein Korn schon neben lässt. Lass da vom Bab. Bei ist Wetterwarnung, okay? Richtig heftige Wetter haben angesagt, zumindest bei uns. Oha! Vielleicht kriege ich heute mal den Stromausfall in der Firma, auf den ich schon das ganze Jahr warte. Aber schauen wir mal. So, Leidels. Nachdem es jetzt schon wieder übertrieben stark eskaliert ist, zu Beginn des Streams, da ich jetzt sagen, jetzt tue ich auch mal was für das Geld, was mir so sinnfreierweise daherwirft. Ja? Wir spielen heute mit der Nuzlocke weiter. Da haben wir vor der Sommerpause noch angefangen. Ich werde heute natürlich wieder ein bisschen eine Erklärbazi raushängen lassen. Ich habe mir sagen lassen, der Erklärbazi wird gern gesehen. Ich werde heute ein wenig mehr auf das Ganze eingehen. Beim letzten Mal war ich dann ein bisschen mehr fokussiert auf den Arenaleiter. Wir werden heute wieder einen Arenaleiter machen. Und zwar den lieben Camillo. Der hat Kampf-Pokémon, zumindest ist das im Original. Also ich gehe mal davon aus, dass es in der Hack-Version genauso ist. So schauen wir noch eine Dokumentation an. Die habe ich mir da schon aufgemacht. Wir werden den einen oder anderen neuen Encounter kriegen. Wir werden natürlich auch wieder Kanalvorhersagen machen, damit ihr wieder Kanalpunkte investieren könnt, damit ihr Kanalpunkte kriegt. Wenn du das also machst wie der Day Zero, der mal mit 6.000 oder 8.000 Punkte reingekriegt bei der ersten Umfrage und dann wahnsinnig verklickert hat, dass ich nicht mit einem Pokémon draufgehe, weil sonst hätte er nämlich böse aus der Wäsche geschaut. Dann könnt ihr da durchaus halt wieder das eine oder andere Kanalpünktchen abstauben. Ja? Das haben wir uns zu der Nuzlocke ausgedacht. Das ist ein bisschen so ein Bonus für euch, damit ihr auch irgendwas habt davon. Genau. Und dann schauen wir einfach, was heute da in Rising Ruby also ansteht. Ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin, wer jetzt nicht mehr so genau weiß, um was das geht, Ausrufezeichen Regeln und jetzt weiß ich nicht mehr mein eigener Command, ich glaube aber, Moment, da kann ich mal verzeihen. Und Ausrufezeichen Game. Ja? Ausrufezeichen Regeln erklärt sich selber und Ausrufezeichen Game ist ein bisschen was zum Speier erklärt. Da ist ein Guide verlinkt, der auf Englisch ist, da könnt ihr euch durchlesen, was da alles die Sache ist. Ja? Nur noch mit der Vollständigkeit rüber. So. Es wurde auch gewünscht, dass ich mein Overlay noch mal ein bisschen anpasse. Das habe ich auch gemacht. Beziehungsweise ist mir aufgefallen beim letzten Mal, wo ich dann die Worte noch mal kurz angeschaut habe. Und es gibt noch eine kleine Neuerung. Es könnt heute die Streams in 1080p erstmals genießen. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal ausgenommen, dass ich es einmal auf Full HD umstehe. Wenn es irgendwelche Probleme mit dem Battle gibt, dann sagt es mir bitte. Ja, aber es soll ja eigentlich alles passen. Gut. Dann fangen wir jetzt an. Haben wir lang nur gelabert. Alter, kennst du das Lied aus der Super Perforator Werbung? Das kann man gewiss so umbauen, dass er Super Eskalator wird. Du meinst das von Shooters Manitou, ja, das kenne ich schon, das Lied. So, der macht jetzt erst einmal, der Musikset macht jetzt erst einmal Pause. Brauchen wir noch einen Ton vom Spül. Den haben wir. So, Freunde. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir haben letztes Mal dezent Felicia verhauen, die uns auch dementsprechend sehr stark in Bredouille gebracht hat. Nicht hab. So, jetzt lese ich da nochmal kurz nach. Ja, vor allem für jemanden wie mich, der sich jetzt weder mit den Pokémon-Spielen noch mit Nuzlocke auskennt, ist der Erklärbarze gar nicht schlecht. Ich tue mein Bestes. Wenn irgendwas unklar ist, es braucht es einfach gerade nachfragen. Ich weiß nicht, das wisst ihr aber auch. So, der Sei ist auch schon da. Irgendwas stimmt mit dem Pudel nicht. Ich sehe da nur einen geschubsten Bazi und kein Spiel. Die einzigen Geschubsten, die da umeinander rennen, das hat's ja. Weil wenn man einen Hype-Trade innerhalb der ersten 3 Minuten auslöst, wo ich noch nicht einmal da sitze, dann braucht's mir den Schuh mit Geschubsten nicht mehr anziehen, ja. Dann hat bei irgendwo anders der Blitz eingehauen, aber nicht bei mir, ja. Lucius, habe ich dir, ey, yo, Bazi, was geht? Hat mir gestern gar nicht, was? Hast mir gestern gar nicht meine Frage im Stream beantwortet. Was ist denn anders in dem Weg? Das kann durchaus möglich sein, dass ich das überhört habe, weil ich in der Nachtschicht war. Das kann sein, dass ich da irgendwas dezent überhört habe. Heiländer, grüß dich, habe ich dir. Weil wir es mir kennen, ja, wahrscheinlich. Was ist denn anders in dem Hack? Ausrufezeichen Game, da wird alles, da ist ein Link dabei, da wird alles bis ins Detail erklärt, was genau anders ist. Aber grundlegend, das Spiel ist einfach um einiges schwerer. Gut, so, jetzt passt so was.
Felicia hat uns letztes Mal so zugerichtet. Wir haben ein Deathless aus dem Arena-Leiterkampf ausgegangen. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Pokémon verloren. Ja, das ist gut so. Das wird sich aber wahrscheinlich auch massiv schnell ändern. So, und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Da, tu die Lobby, Highlander. Dein Match geht auf jeden Fall vor. Aha, der Rüppel hat schon wieder was ausgefressen. Das ist wieder zauberhaft. Den Rüppel haben wir letztes Mal im Wald schon getroffen. Der hat uns unbedingt auf diese Waren da angesehen. Und natürlich haben wir der Idiot, der es ihm wieder bringen muss. Ja, die Vorhersagen, weiß ich nicht, sei, bist du verfügbar? Genau so ungefähr kannst du es sein, so in die Richtung geht es. So. Jetzt schauen wir mal, wir haben nämlich... Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen, was für ein Counter was wir überhaupt haben. Also... Ah ja, okay, ja gut, das hat sich dann praktisch schon erledigt. Stimmt, wir haben ein Dusselgur gefangen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für einen Spitznamen hat. Ich glaube... Ah, da oben steht es Pilot. Pilot und Spike. Okay, das haben wir noch in der Box. Pilot kann eventuell für den nächsten Arenaleiter gut werden und Marshall kann auch gut werden für den nächsten Arenaleiter. Ja, das kriege ich auch hin. Das passt dann schon. Ja, volle Gym-Leader-Teams. Du kannst, ja genau. Also zumindest war es bisher so. 6 volle, also Team aus 6 Pokémon war der erste Arenaleiter. Schauen wir mal, was die anderen haben. Wird wahrscheinlich nicht leichter werden. Okay. Da drüben gibt es einen Zerschneider, wenn man nicht alles täuscht. Den holen wir uns jetzt vorsichtshalber auch mal ab. Scheiß auf den Abfalleimer. Gut. Ich hoffe zwar, dass wir den nicht benötigen werden in dem Hack. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Maps nicht abgeändert worden sind. Weil Zerschneider eigentlich eine ziemliche Scheißattacke ist. Gibt es da nicht einen Doppelkampf als Arenaleiter? Im Original ist es der 7. Und Doppelkämpfe in Hardcore-Nuzlockes sind Run-Killer. Definitiv. So. Jetzt hat er sich zum 2. Mal die Devon-Waren abnehmen lassen. Beim 3. Mal verlange ich Gebühren. Level Cap für den nächsten Arenaleiter übrigens ist Level 19. So, Spinner dodgen. Okay. Pass auf, was hat denn der Zipfel überhaupt? Der glaube, der liedert mit einem Pfiffchen, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt pass auf, warte, da müssen wir auf meinen Guide schauen. Ja. Oder? Ja. Der liedert mit einem Pfiffchen. Easy. Okay. So. Sollte eigentlich relativ gut gehen. Xena, unser Praktibalk, ist ein Kampf-Pokémon, was sehr effektiv gegen Unlicht-Pokémon trifft. Pfiffian gegenüber ist ein Unlicht-Pokémon. Daher easy Weckruf, easy life. Mal schnell schauen. Schaut was besser aus. So, da haben wir jetzt ein Kamau, das ist ein Feuer-Pokémon. Muss ich jetzt aber auch nicht zwangsweise unbedingt wechseln, weil warum eigentlich? Irgendwie steht da gerade Spellfist. Warum steht da Spellfist? Ah, jetzt, okay. Nice. Boah, Futzen gegen Unlicht, ja, so ungefähr.
Schneckmack ist auch easy, kann man mit Steinwurf bekämpfen. Ich bin sehr effektiv gegen Estiger, Hydropumpe zerschneiden, Flammenwurf und danach schlug er. Ist quasi der Allrounder, was die so geht. Oh, Flammkörper. Ja, okay. Fang der schon mal ruhig an, ja? So, der ruckt jetzt endlich seine Devon-Waren aus. Die können wir jetzt dann dem Typ im weißen Anzug wiederbringen. Und dass wir mir das Pokémon da gerettet haben, hat einen ganz wichtigen, ja, sagen wir mal, Nebenaspekt. Der alte Herr ist nämlich ein Seemann und dieser Seemann befördert uns nämlich jetzt in ein paar Minuten auf unseren nächsten Austragungsort, nämlich nach Faustauhafen, da wo wir unter anderem neue Encounter treffen, wo auch der Arenaleiter sich befinden wird. Ja, und ohne ihn kann man da nicht hin, weil wir bis zu diesem Zeitpunkt quasi auf Pokémon noch nicht übers Meer reiten können. Ja, das lernen wir später noch. Gemäß dem Fall, wir kommen so weit. Das ist der Mr. Brack. Und das Wingull ist Peko. Also der Spitzname von dem Viech ist Peko. So, ich sage jetzt auch noch mit dazu, ich habe ja, vor allem wenn jetzt ein paar neue da haben, ich habe mir gewisse Heil-Items einfach erhackt, ja. Auch Sonderbonbons. Ich darf ja für die, die das wie gesagt nicht wissen, Ausrufezeichen Regeln, ich darf während des Kampfes kein Item nicht benutzen, außer Trage-Items. Ja, deswegen ist völlig irrelevant, ob ich jetzt da Top-Genesungen und Zeig und Klump habe, weil es meinem Kampf ohnehin nichts bringt. Und die Sonderbonbons, die haben wir einfach nur der Grind-Zwecken halber, ja, dass man einfach da keine Zeit nicht verscheißt. Gut. Ah, was ist jetzt für einer da? Ah ja, das ist der Tunnelgräbersepp, okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob er mich da umgeschaut, ich glaube aber schon. Fuck. Wollten eigentlich dodgen. Gut, wir dürfen aber eben maßlos überlevelt sein. Abgesehen davon. Da kann man mal einen Rihan haben. Ja, Level 12, das ist easy. Da haben wir uns nicht runter. Level 12 ist Futter für uns. 19 ist Level Cap, hab ich gesagt, gell? Ah, Stalunia ist auch easy. Hier war effektiv, weil Stahl und Gestein auch anfällig gegen Kampfattacken haben. Oh, das hat Robustheit, okay. Robustheit hat quasi den Effekt, wenn ein Pokémon ge-one-hitted werden sollte bei vollem KP, dann wird das durch Robustheit einfach verhindert. Da bleibt dann ein KP im Endeffekt stehen. So. Lavita, okay. Ja. So einfach geht's. Es ist bei dem also wenn man jetzt eine normale Version spielt, ja, dann müsst ihr jetzt praktisch bald tauschen. In dem Hack haben sie es allerdings so gelöst, dass Tauschentwicklungen sich durch Level-Up entwickeln. Ist, glaube ich, in allen ROM-Hacks gängig, dass du praktisch nicht tauschen musst, weil es gang zwar theoretisch, aber so wird es einem halt einfacher gemacht, tatsächlich. Oder was heißt einfacher? Es wird halt nicht so umständlich gemacht, dass du jetzt da extra irgendwie versuchen musst zum Tauschen. So. So. Er freut sich, dass er seine Waren wieder hat und wir kriegen dafür einen Superball. Superball ist eine Stufen besser als der Pokéball, er erhöht eigentlich nur unsere Fangchance. Ja, also ist jetzt nichts Besonderes. Haben wir später übrigens auch kaufen. Und mit später meine ich, glaube ich, ab dem 3. Orden oder so. So.
Der stellt uns jetzt seinen Chef vor. Das ist der gute Mr. Trump. Nicht Trump, sondern Trump, also Trum, T-R-U-M-M. Da kann man es schon lesen. Und er ist der Presse von der Anstalt, oder? Der erzählt uns jetzt allerhand Dinge, dass er halt Stex-Navi entwickelt hat und so weiter und so fort. Der bedankt sich natürlich auch, dass wir die Warennahme besorgt haben. Ja, erweitert uns jetzt unser System da auf der rechten Seite, was für uns eigentlich relativ irrelevant ist, beziehungsweise den Bildschirm, was er erweitert hat, zeigt sie hier unten links. Das ist der kleine. Genau. Und er hat noch einen Brief für uns. Brief an Troy. Den werden wir auch dann gleich kennenlernen. Rein zufällig ist der Typ nämlich auf Faustauhafen. Das ist eben, wie vorher schon erklärt, unser nächster Ort, wo wir hin müssen. So geht's in Arm. Muss ich nur noch mal schauen, wie ich das... Naja, wurscht. Da kann man dann übrigens auch seine Fossile wieder zum Leben erwecken, wenn wir eins finden. Werden wir bestimmt im Laufe des Hacks auch irgendwie kriegen. Und da können wir dann auch Pokémon draus generieren. Aha. Maike, die Schupferbrunst. Ja, die erzählt uns jetzt ungefähr zum dritten Mal, dass wir einfach zum Mr. Breck schauen sollen, der wo mit einem Bötlein uns auf die nächste Insel bringt. Oder uns, was heißt nächste Insel? Gibt's ja eigentlich nur eine Insel. Und ja. Da gehen wir jetzt hin. Das Gute ist jetzt, die Trainer, die wir da alle ausgelassen haben, die sind ziemlich schwach jetzt im Vergleich zu uns. Also selbst wenn wir versehentlich nochmal in einen reinlaufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen den wipen, äußerst gering. Ja. Wir schupferbrunzen die alte Maike, ja genau. So, und das ist die Hitten, oder? Da haben wir letztes Mal vorbeigerannt ein paar Mal. Und da später jetzt fangst du halt mit dem Vogel. So. Jetzt erinnert er sich uns an. Jetzt erinnert er sich an uns. Ich kann ja nicht gescheit reden, ich weiß auch nicht. Das mit der ersten Nachtschicht, da bin ich komplett vom Stuhl. So, ja. Wir haben ihm seinen Vogel gerettet und dafür revanchiert er sich uns, dass er uns eben mit dem Boot nach Faustauhafen bringt. Und wenn wir nicht alles täuscht, kriegen wir dort sogar eine Angel. Mit der Angel können wir noch Pokémon fischen, was uns auch wieder mehr Encounter einbringt. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir fake nur Pokémon fangen können, damit wir ein bisschen Variation einbringen in die ganze Geschichte. Ahoi, wir haben im Faustauhafen Anker geworfen. Das ist gut. So, wie gesagt, da kommen wir nur mit ihm her. Da kannst du eigentlich eh nicht aus. Also die Geschichte ist ja mehr oder weniger geskriptet. Und wenn es irgendwelche Ereignisse nicht auslöst, dann geht es halt irgendwie auch nicht weiter. So, den Seidenschal, den nehmen wir mit. Was macht der Seidenschal? Das ist ein Trage-Item, der verstärkt Attacken von Typ Normal. Kann uns vielleicht früher oder später einmal helfen. Irgendwo da müsste jetzt der Angler umeinander stehen. Da ist er. Sehr gut. Und der gibt uns eine Angel. Schauen wir mal, wie viele Pokébälle hat denn ich dabei? Da ein Superball und... 7 Pokébälle, das ist fast ein wenig dünn. Geh vorher noch mal schnell shoppen. Man kann natürlich auch von da aus mit ihm wieder wegfahren. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass das eine einmalige Geschichte war. Da kannst du beliebig oft hin und her fahren. Nenn dein Kind als Bootsfahrer niemals Anker. Das könnte nach hinten losgehen, ja. Das war wahrscheinlich keine so gute Idee. Gut, wenn wir schon da sind, dann können wir uns eigentlich in Blütenburg City, da jetzt in dem Ort da rechts, nach den einen Encounter holen. Den haben wir ja auslassen müssen, weil es ja da bekanntermaßen nichts gibt. Außer eine Wasserstelle, da können wir angeln.
Da haben wir uns nämlich keinen Encounter geholt. Das werden wir jetzt natürlich schonungslos ausnutzen. Wenn wir den schauen wir da. Weil das ist das falsche Geschäft. Da müssen wir nicht rein. Da meine ich, investiere sogar direkt in Superbälle, weil die haben da in dem Heck billiger. Und warum nicht? Haben wir höhere Fangchancen, das nehmen wir natürlich gern mit. Müsstet ihr mal schauen, was da eigentlich zum Fangen gibt. Ich meine, gut, mit der Angel wird man nicht stark auskennen. Aber da schaue ich jetzt einmal auf meinen Guide. So, was haben wir denn da? Wenn man eine Angel... Ja, okay, da gibt's noch eins. Da gibt's noch Goldini. Okay. Aber gut, das nehmen wir mit. Haben und nicht haben. Dann angelt man uns einfach einmal ein Goldini. Da haben wir jetzt tatsächlich keine andere Wahl nicht. Wie gesagt, da gibt es nichts anderes als wir das zum Fangen. Oh ja, das ist sogar auf Level 15. What? Ja, Steinwurf wird wahrscheinlich jetzt nicht killen. Okay, schauen wir mal, das soll ja eigentlich schon gelangen. Bei Nuzlocke muss man aber ein wenig vorsichtig sein mit der Crit-Range. Weil wenn ich jetzt im Endeffekt noch einmal angreife und ich da dann Volltreffer landen, zieht das natürlich doppelt so viel ab. Dann war der Encounter tot und dann habe ich verschissen. Das Einzige, was man vielleicht da kann, mit Aquavelle noch mal reingrätschen, weil das nicht sehr effektiv war. Also Wasserattacke auf Wasser-Pokémon. Der wird man dann aber eigentlich relativ safe sein. Gut. Wie nennen wir denn das Fischlein? Haben wir da Männlein oder Weiblein? Da müssen wir jetzt mal schauen. Goldini ist ein wunderschönes Pokémon, dessen Flossen sich elegant im Wasser wiegen, aber muss auf dieses Pokémon Acht geben. Es könnte einen sonst heftig mit seinem Horn rammen. Aua, ja. Nemo. Okay, bin wieder da, hab schnell helfen müssen bei der neuen Lichtinstallation von Mike. Da bin ich gespannt, wie die ausschaut. WB-Wifi. So, was haben wir jetzt da? Nemo. Wir haben sogar einen Mandel. Gut, nehmen wir Nemo. Ihr wollt ein Nemo, dann kriegt ihr ein Nemo. Gut. Gut, dann haben wir jetzt einen Blütenburg City Encounter also auch. Okay, passt. Dann fahren wir wieder auf die Insel. GSC Hubs, ja, sehr gut. Ich mag nicht den Vogel aussprechen, ich mag immer sprechen. Ja, das war jetzt auch wieder sehr elegant gelöst. Aussprechen und dann auf Abbrechen drücken. Die einzigen Trainer, die jetzt da eigentlich auf uns warten, die man nicht dodgen kann, sind die in der Arena. Jetzt sammeln wir uns aber erst einmal unsere ganzen Encounter zusammen, würde ich sagen. Das meine war einmal die wichtige Entscheidung. Gut. Das heißt praktisch, nach Adam und Riese, wir haben jetzt da auf Faustau Hafen einen Encounter. Dann haben wir da rechts noch einen, weil das eine eigene Route ist. Richtig? Okay, das ist eine eigene Route, das heißt, auch da haben wir einen Encounter. Ich möchte Richtung Abbrechen von, gibt es die Ortschaft? Glaube ich auch nicht, dass die gibt. Hat man ja mal versucht, dass wir so einen Ort finden. Also Route 107, Faustau Hafen ist ein Angel-Encounter. Und oben müsste auch noch mehr eigene Routen sein, plus Granithöhle. Granithöhle haben wir auch einen Encounter. Das ist Route 106. Also fassen wir mal zusammen, haben wir noch 3 Encounter, davon sind 2 auf jeden Fall Wasser-Pokémon. Fangen wir mal mit dem da außen an.
So, schauen wir mal, was da theoretisch zum Fangen gab. Jetzt passt so, Route 100 Sim haben wir jetzt, richtig? Route 100 Sim. Gibt's entweder ein Corazon, Dingens, ein Scampi oder Skrelp, weiß ich jetzt nicht, was das auf Deutsch ist, aber auf alle Fälle irgendeins von den drei werden wir schon kriegen. Vielleicht kriegen wir auch keins. Weil nichts beißt. Okay, Encounter Time. Algit ist ein ziemlich guter Encounter. Ist ein Drachentyp und ein Gifttyp in der Endentwicklung. Wenn in der Sonne, mit dem Ding können wir arbeiten. Mit Algit können wir richtig gut arbeiten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem Arenaleiter, der jetzt dann kommt, aber später mal. Algit kommt richtig gut. Jetzt halt nur nicht killen. Das war jetzt der Worst Case. Es ist teils Wasser, richtig? Schauen wir mal, ob da der Superball schon gelangt, aber ich denke schon. Nice! Ja, mit Algit. Gena ist eigentlich... Ja, Gena fühle, das nehme ich. Nenn's Lasagne wegen mehr Fett. Nein, das Lasagne passt für das Viech halt nicht. Da brauchen wir schon was anderes. Wir haben da ein weibliches Algit. Wir brauchen also einen Frauennamen, idealerweise. So. Wie nennen wir denn das Dirndl jetzt da? Dirndl, ja, das schaut halt auch nicht aus wie ein Dirndl. Nennen Sie Sandra. Gefällt mir. Sandra gefällt mir. Anlehnung an Arenaleiter aus der zweiten Gym. Sieglinde. Das meine passt. Ja doch, passt schon. Wir haben aber schon Glinde. Agathe. Was, wie heißt denn? Jetzt Moment, jetzt muss ich mal nur schnell. Jetzt Moment einmal. Ich bin sofort da. Jetzt darf ich mal. Ich bin mir nämlich jetzt gerade nicht sicher, wie Algits Weiterentwicklung heißt. Tandrak, okay, ja gut, das passt. Mike, hab ich dir. Agathe war aber irgendwie auch geil. Franziska, na, das ist schon ausgewaschen. Nennen wir Sandra, das passt ja. Brunhilde. Nehmen wir Sandra. Sandra ist eine Anlehnung an, an einen Arenaleiter aus der zweiten Gen. Das passt ja. Michael, ist fit bei dir? Wie geht's so als Hobby-Beleuchtungseinrichter? So, da haben wir auch einen Encounter, den nehmen wir auch gleich mit. Beziehungsweise, warte, Moment einmal. Was kann man da fangen? Was kann man da fangen? Da gibt's ein Perlo, ein Corazon, wo Shelter ist, weiß ich jetzt auf Englisch nicht. Irgendwie bin ich von Corazon war ich jetzt nicht so begeistert. Aber wir haben ja schon einen guten Encounter verhältnismäßig gekriegt für das, was zum Holen ist. Tatsächlich. Perlo, okay. Ohrlicht hängt schon, jetzt geht's ans zweite, das wird richtig gut. Da hoffen wir aber schon, dass du uns da ausgiebig im Discord auf dem Laufenden hältst, wie das Endprodukt dann einmal ausschaut. Ja, stimmt. So, werden wir mal gähnen.
Gegner ist im Endeffekt Attacken, die wo über 2 Runden geht. In der ersten Runde ja, passiert praktisch nichts und in der zweiten Runde fängt das Pokémon an, ein zum Schlupfen. Was gut für uns ist, weil wir uns dann mit dem Fang leichter dran. Jetzt muss ich noch hoffen, dass ich da auswechseln kann, weil sonst kriege ich wahrscheinlich zeitnah ein Problem. Natürlich kann ich nicht auswechseln. Jetzt darf ich hoffen, dass ich das Ding ganz schnell fangen kann. Sonst riskiere ich da mein Moorabel und das war blöde. Das darf ich überhaupt nicht lustig finden. Das macht 8 KP Schaden, das heißt... Ich überlebe das maximal noch 2 Mal. Jetzt muss ich hoffen, dass das Ding auch im Ball reingeht, weil sonst kriege ich wirklich ein Problem. Wie heißt denn die Muschel bei SpongeBob? Hat's da Muschel? Ja, die magische Miesmuschel, aber die hat keinen Namen nicht gehabt, oder? Perlos kräftige Schale dient nicht nur dem Schutz, es nutzt sie auch zum Fangen von Beute. Die Schale eines ausgewachsenen Perlo weist viele Kerben und Kratzer auf. Na toll. Mein Perlo hat 2 verschiedene Weiterentwicklungen. Sonst hätte ich es jetzt Tresor genannt, aber das passt halt nicht auf die Weiterentwicklungen dann, falls wir es den einmal hernehmen. Hamu nennen wir es. Wie kommst du denn jetzt auf Hamu? Aber gut, von mir aus. Ich weiß zwar nicht, was Hamu ist, aber... Hamu, die Riesenmuschel. Ah, okay. Gut. Da darfst du jetzt einmal schwer davon ausgehen, dass ich mein Moorabel jetzt heil, weil das... Alter, ich war jetzt richtig gepisst, wenn ich jetzt wegen dem Moorabel verloren hätte. So, dann hören wir uns da herum noch einen Encounter. Was gibt's auf Route 106 zum Singen? Hey lol, ist der nicht im Guide drin oder was? Ah, da ist. Da gab es ein Krabi, ein Sterndu und ein Corazon. Oh, Sterndu war geil. Sterndu war richtig stark. Sterndu war richtig stark. Sterndu, please? Ja, okay. Corazon. Finde jetzt nicht so überragend. Aber okay. Ist immerhin teils Gestein-Pokémon, ja? Kann uns vielleicht auch irgendwann einmal aus der Patsche helfen. Das Ding hat in der Generation noch keine Weiterentwicklung. Ist eine Anlehnung an eine Koralle, ja? Das erklärt wahrscheinlich der Name eh. Gut. Eine weibliche Koralle, okay. Wenn Corazons Arme Sonnenlicht abbekommen, glitzern sie wunderschön in 7 Farben. Wenn ein Arm abbricht, wächst über Nacht ein neuer noch. Das werden wir mir erkennen. So, wie nennen wir denn das putzige Dingchen da jetzt? Gibt's da irgendwie noch, gibt's auf dem SpongeBob auch noch irgendetwas, was mit Korallen vorkommt? Ich meine, da gibt's den Ausdruck Korall, aber das ist jetzt irgendwie... Naja, nicht so optimal. Ist jetzt da nichts. Wieso schlecht den Spitznamen vergeben? Aber da gehe ich jetzt einmal auf Mr. Werbei vom Vorher. Das glaube ich, da gut passen. Dori. Heben wir uns einmal auf.
Brunhilde ist born. Gut. Einen Encounter haben wir noch. Und der ist da erinnert. Das ist die Granithöhle. Jetzt schauen wir mal, was es da gibt. Der flext jetzt schon wieder. Geschuberter Chef im Sommeroutfit Gunner 98 DB. Option, merci dir für dein Resub im 7. Monat. Geschubster Chef im Sommeroutfit. Ja, es hilft halt immer nicht. Ich kann mich schlecht mit der Strickjacke herhocken, weil dann trifft es mich. Ja, innerhalb von 2 Minuten. Danke dir für dein Resub. Merci dir. Alles fit bei dir. Genau, Encounter. Dann machen wir jetzt mal die erste Umfrage. Was darf man da davon halten, ha? Ich glaube, ihr habt Bock, Kanalpunkte zum Verdienen. Oder zum Verlieren, je nachdem. Also. In der Granithöhle gab es. Oha, da gab es einige Encounter, die wo richtig gut waren für unseren Arenaleiter jetzt. Da gab es jetzt zum Holen Zubat, Abra, Kleinstein, Onyx, Tragosso, Rihorn, Makuita, das war der Tube, nein, also Makor-Tube, haben wir auch noch nicht. Makuita, Stolunia, Flecknäuel und Axiu, weiß jetzt gerade nicht, was das ist. Ist das Milzer? Egal. Also, Most Wanted Encounter da an der Stelle definitiv Abra. Das Problem bei Abra ist nur, ich habe nur eine einzige Chance, das Ding zu fangen. Wenn es mir vorgibt, muss ich sofort einen Ballen werfen und wenn es dann nicht drin ist, dann flüchtet das, weil das Ding nur Teleport kann. Und Teleport heißt quasi, das Pokémon flüchtet immer aus dem Kampf. Zubat war auch richtig geil. War richtig gut für einen Arenaleiter, der jetzt dann kommt. Eben halt Abra auch. Wubat, also sprich Flecknäuel war noch ganz gut eigentlich. Und wenn Axio Milzer ist, war Milzer natürlich auch brutal. Das war ein Drachen-Pokémon. Für Diablos zwar, ja, warm ist gescheit, da hast recht, das stimmt. Aber Ventilator und Ringer regelt, ja. Übrigens, Munchkin Babies kommt die Woche endlich. Aber da werden Sessions fällig, meine ich, hab ich so das Gefühl. Ist das im Bereich des Mini? Ich hoffe Rihorn. Nein, ich hoffe nicht auf Rihorn. Ich hoffe absolut nicht auf Rihorn, weil Rihorn erstens einmal brutal scheiß langsam ist. Und man wahrscheinlich nicht wirklich weiterhilft. Wir starten jetzt eine Vorhersage, Freunde der Sonne. Schaffen wir es mir? Jetzt pass auf, warte mal, wo geht denn das? Abra Encounter. Ja. Oder nein? Wo wir jetzt einfach mal 2 Minuten. Kannst loslegen. Also, schafft man es, ein Abra zu encountern, ja? Encountern heißt, ob es vorkommt, ja? Geht jetzt einmal nicht darum, ob wir es fangen. Fangen ist wieder eine eigene Geschichte. Aber Abra war halt der Most Wanted Encounter auf der Runde jetzt. Wenn wir es schaffen, dann. Also die wo glauben, dass wir Abra encountern können, drücken ja. Die, wo glauben, dass uns keins vorkommen, die drücken halt nein. Hab 3 Liter Cold Tea getrunken und 1 Liter Spezi und das Ganze wieder ausgeschwitzt. Klima vom Truck immer noch kaputt. Ach du Scheiße. Ja, wenn du da natürlich keine Klimaanlage nicht hast, dann bist du aber so komplett am Arsch, gell? Also das muss man schon auch sagen. Wann wird denn die einmal gericht? Oder wird die überhaupt einmal gericht? Oder ist das dann so ein typischer Fall von, ja, aus Pech gehabt? Oh, da gibt es sogar welche, die belieben, dass wir Abra kriegen. Aber die mehreren, meine ich, die riechen den Braten. Die riechen den Braten, dass man wahrscheinlich keins kriegt. Nur mit zwecks der Vollständigkeit, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Pokémon, die jetzt dann da drinnen rein durchs Umeinanderrennen vorkommen können. Die Chance, dass wir Abra kriegen, ne?
Die wenken mal so ein kleiner Hinweis. Ja, gleich ist vorbei. Noch schnell die letzten Punkte einwerfen und gut. Dann schauen wir mal, wer jetzt seine Punkte kriegt. Laut Chef, ja, Werkstatt hat vergessen, die Schläuche zum Bestellen hätte letzte Woche passieren sollen, wo ich im Urlaub war. Ja, toll. All, danke für nix dann, oder? 1:10 die Chance und dann ist Zubat wahrscheinlich höher als Abra. Ja gut, das ist jetzt ein wenig Speck gekommen. Macht nichts, wir machen halt noch die eine oder andere Umfrage. Da brauchst du dich gar nicht runter. So, Moabel ist aktuell der MVP fürs Pokémon-Fanger. Ich war auch schwer dafür, dass jetzt ein Abra vorkommt. Vielleicht kommt uns aber einfach auch gar nichts vor. Jetzt. So, was kriegen wir? Oh! Most Wanted Pokémon. Ungefähr das Beste, was uns auf der Route hätte vorkommen können. So, jetzt ist aber halt die Frage. Das Ding jetzt zum Fangen steht auf einem komplett anderen Papier. Und weil wir ja gerade dabei waren, machen wir jetzt gleich die nächste Vorhersage. Jetzt passt's auf, Vorhersage. Jetzt werden wir erst einmal Ergebnis wählen. Ja? Na, erst einmal GZ an alle, die für Ja gestimmt haben. Das war zwar sehr unwahrscheinlich, dass uns das passiert, aber GG an alle, die für Ja gestimmt haben. So, und weil es so schön war, machen wir gleich die nächste Vorhersage. Machen wir wieder 2 Minuten. Schaffe ich es aber zum Fangen? Ja oder nein? Ich soll jetzt auch ein wenig etwas haben davon. Also ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass wir mir Abra überhaupt encountern. Oh, da haben ein paar zuversichtlich, das ist schon mal. Da haben einige zuversichtlich, da schon hin. Ah, jetzt kommen die ersten, die wo sie da mal dagegen stehen. Glücksspiel. Ja, es müsst ja da immer in keine echte Währung nicht investieren, ja. Das ist ja ein wenig mehr zur Gaude. Ich möchte ja auch ein wenig integrieren, das war ja langweilig sonst. Ja, es sind einige da, die mit Pokémon nicht so viel anfangen können. Und dann möchte ich noch natürlich schauen, wegen für ihn auch so ein bisschen die Komfortzone schaffen. Ja, ist ein bisschen so ein Reiz für ihn, da wo es ein wenig Teilnehmer kannst trauen. Die einen oder anderen haben halt auch ein wenig auf Kanalpunkte bestimmt ein wenig erpicht drauf. Auch fürs Wunschgame oder für sonstigen anderen schon. Das schaut wahrscheinlich nicht. Bin eh nur ich, der dagegen halt. Halt außerdem bei 60.000 Punkte. Ja, da tut er nicht mehr viel weh. Da werden da ein paar tausend Punkte nicht, weil wenn du mal welche verlierst. Ich sag einmal so, ich hab's erklärt, ich hab nur einen einzigen fucking Versuch, das Ding zu fangen. War natürlich zauberhaft, wenn der eine Versuch glücken darf. So. Dann schauen wir mal, ob uns das Glück hold ist. Nochmal kurz zur Erklärung. Das Ding, aber aktuell auf diesem Level beherrscht nur eine einzige Attacke und das ist Teleport. Teleport sorgt instant dafür, dass das Pokémon aus dem Kampf flüchtet. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt den Ball wirf und das Ding ausbricht, ist mein Encounter futsch. Dann kriege ich für diese Route keinen Encounter. Dann habe ich Pech gehabt. Da war halt Marshall mit Hypnose gescheit gewesen. Auch nicht, weil wenn Hypnose daneben geht, bist du genauso weit. Und Hypnose hat nur 65% Genauigkeit. Auf das los ich mich nicht ein. Da probiere ich lieber mal fresh einen Ball zum Werfen. Vor allem hat Abraham verdammt hoher Speed. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch schneller bin, ist sehr gering. So, jetzt schauen wir mal. Believer oder Non-Believer? Geh einfach ein. Das war zauberhaft.
Unlucky. Schade. Einen Encounter haben wir gehabt. Der war stark gewesen. Aber er hat uns halt relativ schnell stark wieder verlassen. Das heißt, ein Encounter geht uns somit hier durch die Lappen. Schade eigentlich. Ich mag's nicht. Gut, dann können wir die Vorhersage auch schon mal auflösen. Haben wir leider nicht geschafft. Gut. So, jetzt müssen wir haben jetzt alle Encounter soweit besorgt. Wobei, warte mal, gibt es vielleicht da hinten einen? Ist das nochmal eine andere Route? Da muss ich jetzt einmal schnell schauen. Jetzt pass auf. Und schon habe ich 66.000. Horrorblick war eine Option gewesen. Bei Teleport auch nicht, soweit ich. Ja, wobei doch, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das funktioniert hätte. Kann's auch, muss aber nicht. Nein, manchmal verliert man, manchmal gewinnt die anderen. Genauso ist es. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal schauen. Level Cap ist Level 19, haben wir gesagt. Das heißt, in der Arena werden uns jetzt nicht so viele Trainer erwarten. Das heißt, da können wir jetzt einmal locker mal stabil auf Level 18 gehen. Dann passt das eigentlich. Sondersensor ist für Ober jetzt natürlich sehr zauberhaft, weil das ist ein Psychoangriff. Psychoattacken helfen uns wahnsinnig stark gegen Kampf-Pokémon. Generell haben wir gegen Camillo gar nicht einmal so übel aufgestellt. So, jetzt bin ich wieder ziemlich genau so weit wie davor mit den Kanalpunkten, das hat sich rentiert. Aber wenigstens, mich freut es das Sognummer wieder so. So. Aber eine zweite Entwicklung dauert uns halt schon nicht, schon auch. So ist es jetzt nicht. Da haben wir wieder eine Psychoattack. Das nehmen wir natürlich schon. Ankend an. Beziehungsweise, ja, doch. Hilft uns aber, glaube ich, nichts, weil man mit Mothman, glaube sogar körperlich angreifen kann. Kann auch, weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Mr. Billinger, lasst dich da nicht aufhalten. Und viel Spaß. So, Moabel ist schon auf 18, das unterlassen wir jetzt. Rechte Hand, ja, das ist ungefähr, bringt mir nichts. Gut. Jetzt schauen wir mal, jetzt passt so was. Jetzt machen wir mal so ein bisschen ein Teambuilding, was wir für einen Camillo brauchen können. Ich glaube, wir haben ja noch ein Flug-Pokémon auf der Box. Und jetzt haben wir eine kleine Erklärstunde. Das werde ich jetzt nämlich auch dann kurz zeigen. Wir haben nämlich natürlich 4 neue Encounter gekriegt. Da haben wir einmal Nemo. Okay, das hat plus Init minus Spezialangriff. Das ist eigentlich jetzt, ist das ein frohes Wesen. Es ist ein fucking frohes Wesen auf Goldini. Holy shit. Frohes Wesen auf Goldini ist eigentlich richtig stark. Sehr guter Encounter. Mit dem kann man auf alle Fälle was anfangen. Okay. Wir haben ein Algit, das hat minus Spezialangriff plus Spezialverteidigung. Das ist jetzt eher nicht so gut vom Wesen her. Giftgriff kann das Ziel durch bloßes Berühren vergiften. Aha, okay. Okay. Und wir haben ein Perlu. So, plus Angriff minus Verteidigung ist jetzt auch nicht so optimal, aber mein Gott, wir werden Perlu wahrscheinlich nicht sonderlich oft benutzen, denke ich jetzt einmal. Panzerhaut, wer gegnerische Volltreffer hat, das ist natürlich richtig gut. Das heißt, wir können das Ding locker einmal einwechseln, weil wir keinen kritischen Treffer nicht fürchten müssen. Das ist eigentlich schon mal gar nicht einmal so unzauberhaft. Und wir haben ein Corazon mit Belebekraft, das ist eine richtig starke Fähigkeit. Halt beim Austauschen eine geringe Menge an KP. Plus Angriff minus Spezialangriff. Ist jetzt Stand der Dinge auch nicht optimal, aber gut. Ich darf jetzt trotzdem sagen, dass wir auf alle Fälle
Pilot mitnehmen, weil Flug-Pokémon, aber jetzt ist halt die Frage, was tun wir dafür aussehen. Eigentlich ist das ganze Team, was wir jetzt da haben, relativ solide. Ich glaube aber, dass Praktibalk uns tatsächlich am allerwenigsten bringt. Da die jetzt eher vermuten. Also da irgendwie so einige tatsächlich. Moabel mit Gainer ist halt tatsächlich richtig stark. Marshall wird unser absoluter MVP werden in der Arena jetzt. Weil Psycho-Pokémon. Obei wird kann auch richtig gut werden. Weil Psycho-Attack, Reflektor und Hypnose, wobei ich auf Hypnose ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt drauf eingehen will, weil es eben eine sehr geringe Genauigkeit hat. Blutzug ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Eventuell tausche ich das sogar nur mehr aus, muss ich mal schauen. Lennox ist einfach richtig gut wegen Bedroher. Bedroher senkt den Angriffswert vom Gegner, das ist ziemlich gut, vor allem weil die ganzen Kampf-Pokémon eigentlich überwiegend körperlich angreifen. Probieren wir es einfach mal so, dann sehen wir es schon. Bryce, aber I wanna be the very best. Alles gut bei dir? Gut, dann werden wir unseren Pilot natürlich auch noch auf Level 18, damit ja nichts passiert. Windschnitt, okay. Wobei wir haben ja schon körperlich, gell? Wir greifen körperlich an. Ja gut, okay. Hat sich erledigt. Alles im grünen Bereich, das hört man gerne. So, gehen wir da einmal auf Level 18, damit ja nichts passiert. Genau, und ich verteile gleich noch Beeren. So, und jetzt sorge ich ein kleiner was. Und zwar, was genau ich meine, wenn ich von EV, DV, Wesen und so weiter spreche. Ja, das ist für ihn natürlich Fachsimpelei, ist eigentlich in dem Sinn nur für Competitive-Zwecke wirklich sehr relevant. Allerdings ist es natürlich in Hardcore-Nuzlocke sehr empfehlenswert, wenn man das beherzigt und das tut. Und dazu müssen wir jetzt Folgendes tun. Ich muss jetzt da kurz mein Spiel speichern. So, und jetzt passt so. Jetzt muss ich da einmal kurz umswitchen, weil jetzt passt's auf. Erklärstunde kommt jetzt, ja? Wir haben nämlich jetzt da... Schmarrn. Frisches Fenster. Entschuldigung, war keine Absicht. So. Das Ding da, das ist ein Programm, das nennen sie PK Hex und dazu geht jetzt einiges. Jetzt passt's auf. Wenn ich es denn finde. Pass auf. Muss ich nur schnell die Datei finden. Ah, das ist okay. Führen wir jetzt da raus. Und dann mache ich Folgendes. Jetzt passt so auf. Das zeige ich jetzt. Und zwar kann ich mit dem Programm die Speicherdateien von dem Speicher jetzt, das was man mir da jetzt aktuell speichern kann, ich mir da einziehen. Ja? Und jetzt passt so auf. Jetzt, wenn ich das da umschiebe, zeigt sich das, oder? Ja, sehr gut. Und jetzt ist so. Ich sehe jetzt auf dem Programm alles, was auf der Version alles drauf ist. Ich sage jetzt da meine Pokémon, die wo in der Box sind, ich sage die wo in meinem Team haben, was für Items die haben und so weiter und so fort. So, jetzt passt so was. Erklärbar ist am Start. Was haben Wesen von Pokémon? Verstehen einen Fall nicht, habe ich auch lange nicht verstanden. Und zwar ist ein Wesen immer... Wo haben wir es denn? Wo haben wir das Wesen? Wesen wo? Wo ist Wesen? Da, Nature. Wenn ich jetzt zum Beispiel einmal hergehe und nehme jetzt mein Dusselgur, wo haben wir es denn? Das ist in der Party. Das lassen wir jetzt einmal anzeigen. So, jetzt habe ich da mein Dusselgur. Ja? Das ist ein naives Wesen. Muss ich jetzt halt selber mal schauen, was genau naives Wesen ist. Wobei kann ich da auch schauen. Also ein Wesen im Grundsätzlichen gibt es unterschiedliche. Was jetzt die genaue Anzahl der wie Face-Wesen das jetzt gibt, weiß ich jetzt nicht auswendig. Da müsst ihr Seitsching wissen. Aber was macht ein Wesen? Ein Wesen von einem Pokémon
boostet immer einen Wert und mindert immer einen Wert. Ja? Und das macht das jetzt, im Fall von Dusselgur ist das beim naiven Wesen wie folgt. Der rote Wert, ja, also Speed in dem Fall, das seht ihr da, das ist der da, der wird geboostet. Ja? Also das heißt, immer wenn ihr irgendein Level-Up habt, wird der Initiative, sprich der Speedwert, immer ein bisschen stärker gelevelt oder gestärkt, als wir sonst. Ja? Und der blaue Wert, das ist jetzt der Spezialverteidigungswert, der wird weniger geboostet, ja? Also fast gar nicht. Ja? Das heißt, es gibt immer einen, wie gesagt, einen Wert, der wo stark geboostet wird und einen Wert, der wo nicht geboostet wird. Und so hat jedes Wesen seine unterschiedliche Auswirkungen, welcher Wert geboostet wird und welcher halt nicht. Da gibt es unterschiedliche Wesen, ein frohes Wesen, ein scheues Wesen, ein mäßiges Wesen, da gibt es unzählige, 36 im Sidechain. Es gibt auch neutrale Wesen, da passiert einfach gar nichts. Da haben einfach alle Werte gleich. Die werden irgendwie relativ gleichmäßig geboostet. Kann man natürlich jetzt sagen, ja, war das nicht besser? In dem Fall nicht, weil du zum Beispiel nur bei einem Wesen, wo es jetzt zum Beispiel Speed boostet, auf einen Maximal-Speed-Wert kommen kannst. Ja? Das ist, wie gesagt, Competitive zeigst, das ist Fachsimpelei. Ich wollte es euch einfach nur mal erklären, damit ihr mal wisst, was genau da einfach passiert. Ja? So, und dann sehen wir mir jetzt da noch was. Und das sind die sogenannten DVs, also auf Englisch heißt die IVs, und die sogenannten EVs. Ja? Die DVs, das könnt ihr euch auch so vorstellen, das sind die Gene von einem Pokémon. Ja? Das ist einfach, ja, sage ich mal, wie stark kann ein Pokémon in seine Werte grundsätzlich werden. Da gibt es einen Wert von 0 bis 31, also 31 ist absoluter Topwert, hat jetzt unser Dusselgur in dem Fall auf Verteidigung einen Wert von 30 und einen Wert von Speed von 29, das ist schon sehr, 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 sehr gut. Kann man eigentlich so nicht beeinflussen. Ja? So wie es halt haben, so haben es. Ja? Man kann das natürlich, wenn man züchtet, also competitive züchtest du so lange, bis dass du überall perfekte DV-Werte hast. Das ist natürlich extrem zeitaufwendig. Ja? Aber so jetzt in unserem Fall, in dem Spiel, können wir das nicht beeinflussen. So wie ein Pokémon vorkommt, dann sage ich sofort, aha, das hat die DV-Werte und so weiter und so fort. Die kann ich nicht ändern. Ja, die haben festgeschrieben. Also ich kann es natürlich jetzt da schon ändern. Ja, ich kann jetzt da hergehen, ja, das hat jetzt nicht 7, sondern das hat jetzt 31. Ja, toll. Das ist aber halt scheißen, sage ich mal. Das möchte ich jetzt auch nicht tun. So. Und dann kommen wir zu den EV-Werte. Das sind die sogenannten Fleißpunkte. Für alle, die jetzt noch nicht rechts abgebogen haben. Das sind die sogenannten Fleißpunkte und diese kann man beeinflussen. Sidechain ist falsch, weil er nicht 10 sind, 25, macht nichts. Die Fleißpunkte, also dieses EV-Training, was man da machen kann, erklärt sich wie folgt. Jedes Pokémon, was man besiegt und was Erfahrung generiert, gibt auf einen gewissen Wert sogenannte Fleißpunkte. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Flug-Pokémon besiegt, ich sage jetzt einmal ein Taubsi, ja, dann kriegst du ein bisschen einen Bonus auf Speed. Ja? Und das sind dann diese Punkte. So, und was hat jetzt das für einen Einfluss, fragt sich jetzt wahrscheinlich. Jetzt steht halt da 252 drin. 252 EV-Punkte ist das Maximale, was ein Wert haben kann an Fleißpunkte. Ja? Mehr drüber hinaus geht nicht. Da steht es einfach O. Ja, zumindest ist ab der 6. Generation. Also das war mal ja früher ein wenig anders, da hat es ein bisschen mehr gegeben. Da glaube ich waren es 255 oder so. Aber das ist jetzt auch wurscht. So, aber was genau hat jetzt das für einen Einfluss? Jetzt, wenn ihr euch mal vorstellt, jetzt machen wir einfach mal Special Defense als Beispiel, oder? Ja? Der blaue Wert, der nicht geboostet wird. Ich habe da 0 EV-Punkte drauf. Ja? Das heißt, in der Gesamtsumme habe ich einen Wert von 14 Spezialverteidigung. Das ist nicht sonderlich viel. Ja? Ist aber auf den niedrigen Level auch kein Wunder nicht. So, was war denn jetzt, wenn ich jetzt da 252 EV-Punkte drauf hätte? Ja? Da wird jetzt PKX gleich ausschlagen und sagen, hey, du bist da illegal unterwegs, das darfst du so nicht. Wenn ich jetzt da 252 EV-Punkte draufhauen darf, dann siehe da, hätte man nicht mehr 14 Spezialverteidigung, sondern auf einmal mal 25. Und glaubt's mir eins, diese Werte machen verdammt viel aus. Ja, und ich sage halt noch einmal dazu, die Arenaleiter und sämtlichste Bosstrainer in dem Spiel haben so trainierte Pokémon. Da kannst du heimschreiben, dass du gefallen bist, wenn du da ohne EV-Training reingehst. Ist auch in diesem Spiel unfassbar zeitaufwendig, genau deswegen nehme ich das Programm her, um den ganzen Prozess einfach ein klein wenig zu beschleunigen. Ja? Wir sparen uns da einen Haufen Zeit.
genau deswegen nehme ich das her. Und halt natürlich, um gewisse Items vorher schon ins Spiel zu bringen, ohne dass ich jetzt da unendlich viel grinden muss. Ja? Aber ich weiß, dass das ein bisschen ein wenig so ein haariges Thema ist. Da schreiben wir natürlich wieder 0 ein, so wie es sich geht. Und das steckt da im Endeffekt dahinter. Das ist jetzt so ein kleiner Ausflug ein bisschen in die Theorie, aber dass ihr einfach einmal wisst, um was das ein wenig wisst, um was das geht, wenn ich rede ja von EV-Training, von TVs, von Werte, von Wesen hin und her und sowieso. Ist für euch nicht wirklich relevant, ist nur für mich relevant, weil ich halt das einfach machen sollte, wenn ich da weiterkommen möchte. Aber es habt zumindest einmal gesehen, was da Sache ist. Und das kann ich halt alles mit dem Programm da machen. Genau, da kann man dann noch die Attacken anschauen, was ich für Attacken drauf habe. Und das ist irgendein anderer Blendbescheiß, das was einfach unrelevant ist. Genau, und so hängt das alles zusammen. Und so kann man halt jedes Pokémon da aussuchen, was ich halt so brauche. Und dann hat das End am Vers. Ich kann es natürlich auch beliebig ändern. Bei der Marshall zum Beispiel, wenn ihr euch das einmal schnell anschaut, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Marshall haben wir mir als Männchen gefangen, ja, habe ich mir ja kurz an der Weiberl draus gemacht, weil es vom Namen her einfach besser passt. Ja. Kann ich alles machen. Tue ich aber natürlich nicht. Ich werde das auch sehr transparent eng gegenüber gestalten. Ich werde immer mal wieder da mit in das Programm nehmen. Vor allem, wenn wir neue Pokémon hernehmen, die wo noch nicht EV trainiert haben, dann nehme ich da mit, damit ihr das auch wirklich mehr oder weniger schön nachvollziehen könnt, dass ich auch nicht bescheiß. Ja, aber das habe ich auch nicht vor. Genau. Und so schaut das Ganze aus. Ist sehr unscheinbar, sehr kleines Programm, aber unfassbar nützlich. Genau. So, jetzt werde ich wahrscheinlich meinen Emulator neu starten müssen, weil das sehen sie normalerweise nicht gern, wenn ich da in meiner Speicherdatei umeinander tue. Aber jetzt schauen wir mal, dann sehen wir es schon. So. Geht sogar. Hat sich nichts verändert. Okay, nice. So, für alle, die... Erklärt wie ein Pokémon-Kenner der Klasse S. Ja, ich hab halt Erfahrungen in Competitive, ja. Also ich hab gerade in Pokémon Schwert oder beziehungsweise in Schild, glaub 300 Stunden in Competitive verbracht. Ist auch mal ganz interessant, weil da zeigt es einem eigentlich erst einmal so wirklich auf, wie strategisch Pokémon eigentlich sein kann. Ist halt aber natürlich, wenn du da herkommst und hast noch nie was davon gehört, dann bist du erst einmal komplett raus. Du bist überfordert, weil das einfach so viel ist dann auf einmal. Aber gut, für das habt ihr mir da was erklärt. Oder zumindest versucht zu erklären. Gut. Ich glaube aber, dass das tatsächlich das Team für den Arenaleiter wird. Die Trainer können wir natürlich alle nicht dodgen. Deswegen gehen wir rein ins Viech. So. Ich bin mir sogar ziemlich... Oha, das ist schon auf Level 17. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Pokémon alle ein Coverage gegen Flug-Pokémon haben. Da bin ich mir jetzt schon 1000% sicher. Ich traue mir auch weten, wenn ich nicht EV trainiert war das Menke niemals gestorben. Mal ein bisschen Bunkel. Gut, der steht, die war Vogelfutter für uns. So. Es ist so ein kleines Puzzle, wenn man so will. Man muss sich immer auf den Lichtschalter stellen und dann kann man links bzw. dann nachher auch rechts sehen, wie der Pfad läuft. Und da muss man halt einfach entlang gehen. Da meine, haben 4 Trainer drin in der Arena. Wie gesagt, da können wir nicht aus, die können wir nicht umgehen. Müssen wir leider kämpfen. Hilft ja mal nicht. Aber kriegen wir irgendwie hin. Alter, ich one-shot sogar Marquita. LOL. Rabauts, okay. Ja, Pilot wird da MVP drin, habe ich so das Gefühl. So, da sind wir jetzt den Pfad rechts, okay. Ha, die können wir leider auch nicht dodgen. Schade, ja, da müssen wir links lang, okay.
Bevor die Frage kommt, ja, wir machen jetzt dann wieder eine Umfrage. Da lassen wir uns aber tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, weil das will dann gut überlegt sein, was das da treibt. Ja? So, das Ding hat Steinwurf, das weiß ich. Die Methode einfach draufhauen funktioniert nicht wirklich. Wie meinst du jetzt? Ja? Gut, Pilot ist auf Level Cap. Fassade, das nehmen wir natürlich jetzt einmal mit. Pass auf, jetzt muss ich nur schnell schauen. Wobei bringt mir Fassade da überhaupt nichts? Fassade bringt mir eigentlich gar nichts. Hat mein Dusselgur Adrenalin? So, wo ist jetzt die Fähigkeit von dem Viech? Na, super Lack, okay. Dann bringt mir Fassade nichts. Dann bringt mir Fassade nichts. Kurz zur Erklärung, was macht Fassade, wenn ihr unter einer Statusleiden, also wenn ihr Statusleiden habt, Paralyse, Verbrennung oder Gift, wird die Attacke verdoppelt, also von der Stärke her. Ja? Und wenn man natürlich nur Adrenalin hat, das ist eine Fähigkeit, auch da ist es so, wenn du unter einem Statusleiden leidest, also sprich Paralyse, Verbrennung, Vergiftung, dann werden deine Werte auch nochmal geboostet. Also sprich, die Kombination Fassade plus Adrenalin ist verdammt stark. Bei dir aktuell jetzt das ganze Taktische ist mir zu hoch. Für ein Casual Play brauchst du das überhaupt nicht. Ja? Du kannst ein Pokémon spielen komplett casual. Bei einer Hardcore Nuzlocke von einer Hack-Version ist es halt anzuraten, das zu machen, wenn du weißt, wie es geht. Ja, weil sonst kriegst du so dermaßen schnell auf die Birne, dass es nicht mehr schön ist. Aber so, wenn du casual spielst, brauchst du das alles nicht. Das kannst du alles dezent ignorieren. Ist völlig irrelevant. Da brauchst du dich nicht runter. So. Unser Dusselgur ist jetzt auf Level Cap, das heißt, wir müssen jetzt unbedingt aufschauen, dass das Ding nicht auf Level 20 geht, weil sonst darf es nämlich nicht mit in die Arena nehmen. Das heißt, nach dem Riolo jetzt werde ich Dusselgur erstmal nicht verwenden, bis wir beim Arenaleiter. Aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten, ist ja nicht so. Ja, wir haben zum Beispiel noch Marschall und Eglinde. Highlander, danke für dein Lurk, viel Spaß weiterhin. Ja, mal ein bisschen Marschall-Action. Will noch mal schauen. Ja, das ist schon der Arenaleiter. Okay, nice. Das heißt... Gut, jetzt pass auf, jetzt müssen wir erst mal schauen, ob alle noch eine Beere haben. Sindelbeere. Warum hast du eine Pirsifbeere? What the fuck? Gut, dass ich noch mal nachgeschaut habe. Gut. Hört ab hier. What the hell? Ich hab mich da vorher verdruckt, das kann auch sein. Okay, bis auf Oberei haben alle eine Pirsifbeere, warum auch immer. Okay. Okay. Aber ich habe jetzt so eine Pummelei in dem Menü. Okay. Haben wir jetzt alle eine Sindelbeere? Können wir das jetzt bitte mal abschließen? So. Sindelbeere, 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 Sindelbeere. Gut, haben wir. Wir nennen es das Owei dann, wenn es ein Kokowei wird. Halmenfried. Nein, den Spitznamen kann man nur einmalig vergeben. Eglinde bleibt ja, auch wenn es ein Kokowei ist. So, dann bringen wir alles auf Level Cap. Auf Level 19. Itemsperre braucht man nicht, weil die Trainer in dem Hack keine Highlight-Items benutzen.
So, Mothman. Broly geht auf Level 19. Lennox geht auf Level 19. Gegenschlag. Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Na gut, wir haben ja sowieso lauter Schmarrn. Das schaut dem glaube ich nicht, wenn wir das einmal haben. So, Dachfenster zugemacht, kommt ein kleines, feines Gewitter. Ich bin gespannt, wie es ausschaut, wenn ich jetzt dann Stream aufhöre draußen. Also ich hab mir vorher sagen lassen, es kommen schwere wieder. So, Glinde geht auch noch auf Level 19. Sehr gut. Dann haben wir da alles. Jetzt, pass auf, jetzt muss ich, jetzt machen wir mal eine Umfrage. Und zwar... Da machen wir jetzt einmal 5 Minuten draus, da könnt ihr jetzt einmal ein wenig sinnieren drüber. In der Zeit können wir ein wenig schmatzen. Und zwar schaue ich an Camillo Deathless. Kurz zur Erklärung, bevor ihr jetzt die ganzen Kanalpunkte da reinwerft. Ich erkläre das jetzt kurz, ja, weil das ist, glaube ich, beim letzten Mal massivst falsch verstanden worden. Deathless heißt, dass ich während des Kampfes jetzt gegen einen Camillo nicht ein einziges Pokémon verliere. Ja? Deathless bedeutet nicht, ob der Nuzlocke dann scheitert oder nicht. Der Nuzlocke scheitert ja nur dann, wenn alle Pokémon weggert haben. Also kurzer Unterschied, kurze Erklärung zum Unterschied. Deathless heißt, kein einziges Pokémon stirbt. Also nicht Deathless heißt, mindestens eins stirbt. Okay? Ich hoffe, dass der Unterschied klar ist. Jetzt könnt ihr keine Kanalpunkte da reinwerfen. Weil wir auch habe ich Ehre. Wotzen zurück. Bei mir sagt der Stufe 3 Gebiet da. Hey, mein Computer sagt mir jetzt Regen setzt ein. Also ich weiß nicht. Jetzt habt ihr da 5 Minuten Zeit, dass ihr da Gedanken drüber macht. Weil ja, ist alles gut bei dir. Dabei werdet ihr mal schauen, was der Bursch alles hat. So, wo haben wir denn die Arena? Da haben wir die Arena. Der Typ hat ein Macholo, ein Meditier, ein Pandagro, glaube ich, heißt das Viech, Tsurukex, ein Winshu, glaube ich, heißt es. Oh, der oder Hariyama. Oh, der oder Hariyama. Okay. Okay, es hat nur einer. Zwei Pokémon-Farben haben eine Coverage gegen Flug. Das ist gut für mich. Leider ist es halt unglücklicherweise ein Macholo, aber ich glaube sogar, dass wir Macholo one-shotten können. Müssen wir riskieren. Das werden wir am riskieren mit Pilot. Da wird man mit Pilot leaden tatsächlich. Und ansonsten müssen wir mal schauen, wie es uns geht. Die haben natürlich auch alle Items, ist eh klar. Ist eh klar. Mein PC ist auch stark, Gewitter, bei mir ist fast wolkenloser Himmel. Bei mir war es vorher auch so, wie ich angefangen habe. Also, das war brutal, weil es war einfach strahlender Sonnenschein. Kein Wind, kein gar nichts, einfach nur brut heiß. Aber schauen wir mal, wo es halt hingehen. Also ich hoffe einmal für alle betroffenen Gebiete, dass das human bleibt, ja? Dass nicht Haus und Hof davor wackelt. War auch nichts. 40 Liter pro Quadratmeter pro Stunde, Böen und 100 km/h Heftel Hagel mit 4 cm. Ach du Scheiße. Na, hoffen wir mal, dass das nicht kommt. Hat nicht das Dusselgur anders geheißen? Nein, das hat Pilot geheißen. Von Anfang an. Das Einzige, was ich an die Pokémon verändert habe, war wie gesagt das Geschlecht vom Marschall. Das habe ich von einem Mandel zum Weibi umfunktioniert, weil es halt vom Namen her besser passt. Aber sonst alles wie gehabt. Schauen wir mal. Also grundsätzlich bin ich zuversichtlich. Also ich glaube schon, dass wir es schaffen. Ja, wir haben ja ziemlich gut aufgesteckt gegeben. Bin mir nur nicht sicher, ob wir es Deathless schaffen. Ja, Deathless in einer Hardcore-Nuzlocke ist halt nicht ohne. Vor allem, weil halt ein Volltreffer kann halt da schon relativ schnell das Ende bedeuten. Alter, ihr habt's ja krank unterwegs. Da haben aber viel zuversichtlich.
5000 Punkte aktuell, dass wir es easy schaffen und 364, dass wir es nicht schaffen. Sagt der deutsche Wetterdienst als Warnung, okay. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir verschont bleiben. Also tatsächlich, bei uns herum Passauer Gegend, da ziehen die Wetter meistens Richtung Tschechei ab. Also uns erwischt es meistens gar nicht so stark. Irgendeinen lustigen Pseudonamen habe ich gerade im Kopf. Was werden das wieder für ein Name sein? Was werden das wieder für ein Name sein, Mr. Seitschin? Ja? Ich sag gerade Hashtag Muschibrummer. wie wir unseren Showdown gehabt haben von strahlender Diamant und leuchtende Perle. Da hätt's mir halt auch, by the way, fast komplett zerrissen. Der Seitschin hat nämlich sein Hohenweisel damals Muschibrummer genannt. War nicht seine schlechteste Idee. PSC Hoops. Genau, da hat's den Kommando aber noch nicht gegeben. So, Freunde. Letzten Sekunden laufen. Gut, alle haben abgestimmt. Die meisten sind der Meinung, wir schaffen das easy deathless. Ich hoffe, ihr habt recht. Ja? Ich werde jetzt nur noch mal ein letztes Mal alles überprüfen, ob das auch wirklich passt. Wir haben sogar Glückspilz auf Dusselgur. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Das konnte uns halt natürlich schon sehr gut in Karten spielen. Wir haben eine Sindelbeere drauf. Wir haben da 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 eine Sindelbeere drauf. Das passt. Okay. Bei mir auch, zieht oft Richtung Tölz oder Rosenheim, Holzkirche bleibt oft verschont. Also ist bei uns herum tatsächlich auch. Pilot als Lead. Und dann eine Gsindelbeere. Schauen wir mal. Gehen wir so. Ich hoffe mal, ihr habt recht und wir schaffen den Burschen Deathless. Ich bin Camillo, der Arenaleiter vom Faustauhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und sowohl in einer Höhle in der Nähe der Stadt als auch an den Gärten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern, dann zeig mir, was du drauf hast. Ich hoffe, er verhaut uns nicht. Herausforderung von Arenaleiter Camillo. Gut. Dieses Macholo ist 2 Level unter uns. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Das Macholo beherrscht eine Steinattacke. Das ist Felsgrab. Das hat es als Coverage gegen Flug-Pokémon. Da ich aber vorher einen fucking Makuhita gewone-shottet habe, als Non-Crit, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ding auch mit einem Dusch umfliegt. Ja? Also Pflücker soll er tatsächlich killen. Und ich sag gerade, ich hab fucking nicht kalt. Aber gut, das wird wahrscheinlich jetzt auch keinen Unterschied machen. Okay, es heilt halt einfach nicht. Okay. Ich war halt jetzt beim Volltreffer am Arsch, aber ein Pflücker killt dann jetzt auf alle Fälle. Ich bin, glaube ich, sogar noch schneller, ja. Somit haben wir die erste Hürde erfolgreich gemeistert. Was hat Meditiv für ein Item? Ein Schwarzgürtel. Das Ding ist, ich muss da fast drinnen bleiben. Außer ich habe einen sicheren Switch. Glaube ich jetzt aber fast nicht. Vor allem das Ding greift speziell an. Das hat Power Punch. Oh, das Ding hat sogar Delegator. Kann ich eigentlich jetzt fast nicht wechseln. Muss ich fast drin bleiben. Das hilft einem alles nichts. Ein Fastlens-Sichtwerfer war schon immer eine gute Idee, um jemanden Hops zu nehmen. Bin ich mal auch noch schneller, oder? Okay, bin nicht schneller. Gut, dass ich angreife. Somit lockt er sich jetzt im Endeffekt.
Ah, das ist gut. Er lockt sie jetzt. Okay, jetzt versucht er zum Greifen. Das wird nicht funktionieren, weil er ihn daran hindern kann. Nice, easy. Hariyama. Oh, und vor dem Ding habe ich massive Angst. Das Ding ist, das Teil hat eine Zitrusbeere. Das darf mir natürlich jetzt gut in Karten spielen, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob ich Hariyama outspeeden kann. Das heißt, ich muss jetzt da mal eine kurze Calculation machen. Moment. Da muss ich jetzt einfach aufpassen. Und zwar brauchen wir mir jetzt... Wenn wir an Hariyama vorbeikommen, schaffen wir ihn easy. Dann wird es nicht mehr tragisch. Und zwar haben wir mir jetzt... ein Pidove. Auf Level 19. Naives Wesen. Für alle, die sich gerade fragen, was jetzt da passiert, ich habe gerade einen Damage Calculator offen und ich schaue jetzt nur, ob ich schneller bin als das Hariyama mit -1 Speed. So. Oh, muss es jetzt noch einmal, scheiße. Scheiß drauf, ich brauche eigentlich nur das Level. Haben wir da 29, dann haben wir da 252 drauf, dann haben wir Naiv. Das heißt, ich habe jetzt 41 Speed und ich habe aber Speed auf -1. Das heißt, ich habe noch 27 und gegenüber steht der Hariyama. Ebenfalls auf Level 19. Ich weiß halt nicht, wie viel DVs das Ding hat. Aber das Problem ist, hat sich schon erledigt. Es ist um 2 Speed schneller wie ich. Das ist ein Problem. Das Ding ist, hat ein Bulk-Up. Das ist mein Problem. Die
Frage ist, haben die 31 TVs? Das ist das nächste. Wenn die nicht 31 TVs haben, dann war ich sogar noch schneller, aber ich. Ich muss riskieren. Wenn ich jetzt aus die Switch, dann kann es mir passieren, dass er sich setupt. Dann wird's böse, böse werden. Sasato, aber der Größte, wie läuft's bis jetzt? Bis jetzt gerade noch ganz gut, aber es kann jetzt massiv schnell umschlagen. Ich muss riskieren, das hilft ja nicht. Ja, okay. Schade. Ja, ich hab minus 1 Speed gehabt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Viech 31 TVs hat. Bei 31 TVs war ich 2 Speed schneller und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Ding, wie gesagt, 31 TV-Punkte hat. Jetzt ist er ein Bruchpilot, ja. Mit Marschall Trugtränen machen. Und mit Psystrahl können wir dann eigentlich ganz gut was machen. Jetzt setup das natürlich. Get fucking shit on. Okay, das Ding kann Unlichtattacken. Da ist Marschall jetzt semi-gut. Kann ich eigentlich gut rumspannen? Was kannst du eigentlich? Du kannst... Vulka, Power Punch, Dunkelklaue und Aerial Ace. Das ist sowieso Dunkelklaue. Ja. Das macht jetzt weniger, okay. Ist Kampf effektiv auf die? Normal nicht. Normal ist es neutral, right? Okay. Ist neutral. Dann gehe ich für einen Step-Move. Beziehungsweise, was machst du jetzt? Wahrscheinlich Bulk-Up, right? Oder so. Bist du eine Beere? Na, oder nicht? Okay. Ich glaube, ich kann drin bleiben, tatsächlich. Ich bin schneller, das ist zumindest schon mal ein Vorteil für mich. Das war Protzer, okay. Ah, jetzt wird es wahrscheinlich gerade so nicht killen. Ja. Oh, Verbrennung, das ist huge. Verbrennung ist gerade richtig huge. Was bewirkt Verbrennung? Nicht nur, dass das Pokémon Damage over Time kriegt, sondern es wird auch der Angriff um 35% abgeschwächt. Das ist ein Nebeneffekt.
Marshall gönnt sein Level up. Lin Fu, okay. Das soll ja eigentlich Fake-Out sein. Du hast Marshall eigentlich ziemlich gut dagegen. Du hast Aurosphäre, Hidden Power. Das ist halt die Frage. Wahrscheinlich Hidden Power. Ah, das kann Ding sein. Unlicht. Wobei, warte mal. Wait a minute. Gedankengut erhöht nur Spezialangriff, right? Na, beides, okay. Das ist das Problem. Weil kann der eigentlich auch nur für Ohrrunden. Ah, wobei. Die Frage ist, wenn ich jetzt switch. Aber das ist normal Fake-Out. Das ist normal Fake-Out. Ja, okay, nice. Problem ist, das Ding ist schneller. Interessiert mich aber nicht. Nice. Marshall, absolute MVP in der Arena. Zurokex, das ist wieder ein Unlicht-Pokémon. Und das hat Bedroher, okay. Ja gut, das hilft mir jetzt leider nichts, weil ich mit Psycho da nicht draufgehen kann. Hat das auch wieder Bull gehabt? Wahrscheinlich schon, oder? Nein, das hat nicht einmal Bull gehabt, das ist gut. Oh, das kann ich jetzt richtig schön runterdrücken mit Bedroher. Nice. So, jetzt ist die Frage, was du jetzt machst. Wahrscheinlich ein Step-Move in Form von einer Kampfattack. Du machst entweder... Du machst sogar ziemlich sicher Drain Punch. Du hast keinen Unlichtangriff, wenn ich das... Ja, doch, hast du hast Finte. Du gehst aber in der Regel für den Angriff, der mehr Schaden macht, und das ist in dem Fall wahrscheinlich eher sogar Ableithieb. Und Ableithieb interessiert mich weniger. Ja, nice. So, und jetzt können wir das Ganze ganz easy heimspielen. Lennox fängt Ableithieb. Quatsch. Lennox fängt Finte ab, was Marshall nicht fangen kann. Wenn dann Lennox drin ist, kommt der Bedroher, sprich der Angriff vom gegnerischen Pokémon geht wieder Stufen nach unten. Jetzt ist er bereits schon auf -1. Wenn ich jetzt Lennox wieder reinbringe, ist er auf -2. Lennox ist dann drinnen. Die KI sagt mit Ableithieb den höchsten Damage, also macht's Ableithieb. Dann kann ich wieder in Marshall gehen, wo es Ableithieb abfangen kann, weil es nicht sehr effektiv ist. Und das kann ich jetzt so lange spielen, bis dass dem sein Angriff so dermaßen low ist, dass ich bedenkenlos in irgendwas gehen kann. Es ist ein GG eigentlich. Es ist eigentlich ein GG. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. So, das Ganze kann ich jetzt noch einmal machen. Maximal zweimal.
Das war Kopfnuss, okay. Aber warum macht er jetzt Finte? Macht aber nichts. Genau, einmal in Lennox und dann haben wir eigentlich fein. Crits ignorieren natürlich die Angriffsminderungen. Tja, unlucky. Würde ich sagen, mal so lieber Lennox wie Moabel. Aber ist ein GG. Haben wir geschafft. Aber leider nicht Deathless. Okay. GG an die Leute, die wo davor ausgegangen sind, dass wir es nicht Deathless schaffen. GZ zu keine Kanalpunkte. Press F for Respect für den Lennox und für den Pilot. Hat leider nicht so sollen. Hat leider nicht so sollen, Deathless. Ich habe mein Bestmögliches getan. Aber hey, wir haben eine Arena weiter. Das ist ja was. Gut. Set Weibling. Ja, also ich hab das Bestmögliche draus gemacht. Der Crit auf Fukano jetzt zum Schluss war ja natürlich extremst unlucky, weil wenn du halt praktisch zwar den Angriff senkst, ja, dann machst du zwar grundsätzlich weniger Schaden, aber das ignoriert nicht einen Volltreffer, ja. Also der Volltreffer macht immer den Schaden, der geht immer vom Grundschaden aus. Also sprich, wenn du keine Reduzierung nicht drinnen hast. Deswegen hat das auch am Ende gekillt. Gut, Pilot hätte ich vielleicht nicht verlieren müssen. Und das Problem an der Stelle war, wenn ich jetzt geswitcht wäre, dann hätte man wahrscheinlich mit dem Hariyama wahrscheinlich richtig große Probleme gekriegt. Von daher war das Opfer vom Pilot eigentlich nicht schlecht, weil ich dann richtig schön und ohne Konsequenzen den Marshall gehabt können. Und der Trugtränenplay hat mir halt brutal geholfen, weil der hat das Hariyama einfach einmal hops genommen. Komplett hops genommen, ohne Crit. Und das war halt richtig gut. Also am Ende war es die richtige Entscheidung, dass ich mit Pilot drinnen bleibe. Obwohl ich halt wirklich sagen muss, dass mir das jetzt auch wieder Lehre ist. Weil das heißt praktisch, alle Arenaleiter haben volle DVs auf ihren Pokémon. Weil das Hariyama ist nämlich nur schneller, oder war nur schneller gewesen, wenn es volle DVs auf Speed hat. Und das war eben genau der Fall. Aber gut. Alles in allem haben wir eigentlich gut rausgekommen. Wie gesagt, Tod von Lennox, unlucky. Können wir jetzt leider nicht ändern. Aber wir haben eine Arena mehr. Ist ja schon mal was. Und wir haben ja noch ein paar Ersatz-Pokémon auf der Bank, so ist es ja nicht. So. Fukano ist leider raus, das müssen wir in eine separate Box ablegen. Nein, nicht die Kampfbox, das der wir jetzt einfach mal in die 6. Box um. Haben wir jetzt natürlich den Fall. Fukano ist besiegt worden. Zählt als tot, darf ich in dem Run nicht mehr hernehmen. Vorbei, aus, Ende, finito. Ja? Ist abgehakt. Das gleiche gilt natürlich auch für Pilot, für unser Dusseltor. Wurde besiegt im Kampf, ist raus. Ja? Darf sie in Rente verabschieden, wenn man so will. Ja? Gut. Jetzt ist halt die Frage, was nehmen wir mit? Also wirklich viel Variation habe ich jetzt nicht. Das ist jetzt Giftwasser tatsächlich. Ich habe
erstens einmal schon ein Wasser-Pokémon dabei. Ich habe ein Gift-Pokémon dabei. Ja, da ich jetzt fast mit Goldini gehen, weil das beste Wesen hat. Das hat ein frohes Wesen. Und ich glaube, dass wir relativ zeitnah sogar ein Goldking kriegen. Es war jetzt ohnehin nicht schlecht, wenn wir langsam einmal ein paar Weiterentwicklungen kriegen. Weil mit den Basis-Pokémon umeinander rennen, das ist aber ein wenig schwierig. Aber gut. Was ist denn eigentlich das nächste Level Cap? Abgesehen davon kann ich mein Overlay einmal anpassen, Freunde der Sonne. Wir haben nämlich jetzt natürlich bing, den zweiten Orden. Schmeckt auf jeden Fall. Gut. Was? Dürfen eigentlich Eier gemacht werden? Nein. Darfst du nicht machen. Darfst nur die Pokémon verwenden, die du entweder geschenkt kriegst, steht in die Regeln, oder die, wo da halt vorkommen. Darfst aber jetzt nicht Eier machen. Dürftest du ein neues Vulkanum fangen? Wenn man nur mal eins vorkommen darf er das grundsätzlich schon fangen, aber ich muss nicht fangen, weil ich es ja schon mal gehabt habe. Ja? Das ist auch in die Regeln verankert, das ist die sogenannte Dupes Clause. Ein Pokémon bzw. eine Entwicklung eines Pokémons, was ich bereits schon mal besessen habe, darf ich skippen. Ja? Gut. Genau, ich wollte mal schauen, was wir jetzt für ein Level Cap haben. Ich glaube aber, das ist jetzt sogar relativ hoch. Wir haben ja jetzt ein Level Cap von 28. Ja? Also der dritte Orden, dem sein stärkstes Pokémon ist auf Level 28. Das heißt, ich werde jetzt da auf alle Fälle mal... Naja, ich gehe jetzt einmal auf 22. Scheiß auf Giftpuder, das braucht kein Mensch. Okay. Psychoschock, okay. Was machst du? Anwender erzeugt eine seltsame Energie, die dem Ziel physischen Schaden zufügt. Bringt uns nichts. Schlammbombe, okay. Ist auf jeden Fall besser wie Lebensschuss. Ist halt aber leider auch eine physische Attacke, spezielle Attacke, die hilft jetzt mal aber auch nicht wirklich weiter. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mir relativ zeitnah noch eine Attacke lernen, die wo physisch ist. So, jetzt so 22, okay. Tempohieb, okay, das ist nice, das ist eine Prio-Attacke, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Statt Fußkick auf jeden Fall. Zermürben, was ist denn das? Kenn ich gar nicht. Eine durchdachte Attacke zu rechter Zeit richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Ziels Schaden an. Die check ich jetzt nicht, aber die lernen da jetzt einfach einmal. Sorgen sammeln, ja, das brauchen wir nicht. Goldini mit einem frohen Wesen kann ziemlich gut sein. Schauen wir mal. Wasserring für ein bisschen Sustain, das schaut wahrscheinlich nie nicht. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Kaskade, okay, das ist sehr stark. Das ist ein physischer Wasserangriff, der hilft uns natürlich extrem weiter in der Situation. Okay. Gut. Dann gehen wir den Brief noch schnell ab. Den, wo wir ja gekriegt haben. Und da erfahren wir noch ein bisschen was zur Geschichte. Und dann haben wir eigentlich gut was weitergebracht heute. Tatsächlich. Aber man merkt so, Arena-Leiterkämpfe in so einem Heck, die ziehen sich halt brutal, weil du brutal aufpassen musst. Von dem meine ich immer sogar Blitz. Also ist nicht so, dass ich es benutzen will, aber der Vollständigkeit halber nehmen wir es mit. So, da haben nämlich vorher, bevor man einen Arenaleiter macht, haben da nämlich der ganze Scherm voll Bauarbeiter, die lassen einen da nicht durch. Wenn ihr einen Arenaleiter besiegt habt, kennst du da durch. Oh, gruselig.
Schöne Höhlenmalerei. Von der reinen Bildgewalt dieser Wandmalerei aus zu urteilen, muss dieses urzeitliche Pokémon in grauer Vorzeit über ungeheuerliche Kräfte verfügt haben und so eine Form erst, sie ähnelt der uns bekannten Mega-Entwicklung, aber irgendetwas ist dann eher anders. Ja, was ihr da gerade gesehen habt, ist im Endeffekt so ein Gemälde aus der Urzeit oder eine Wandmalerei aus der Urzeit, das ja, was genau das auf sich hat, wird im Laufe der Geschichte noch ein bisschen besser erklärt. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass es ja zwei Bösewichten-Teams gibt. Ein mit Team Magma, das wo halt die Landmassen vergrößern möchte, und ein mit Team Aqua, das ist halt bei der Saphir-Edition dann wegen die Wassermassen erweitern, also das Meer vergrößern. Und das Viecherl, was ihr jetzt auf der Landkarten oder auf der Malerei da gesehen habt, ist vielleicht nicht ganz so unverantwortlich für die ganze Geschichte. Ja? So ging bei Zeit natürlich noch ein wenig mehr. Genau, das ist der Troy. Das ist übrigens der Sohnemann von dem Mr. Trum, den wir vorher getroffen haben, der wo uns in seinem Geschäft, in seiner Firma den Brief gegeben hat. Das ist der Sohnemann. Wer der Troy ist, das werden wir im Laufe der Geschichte auch noch erfahren. Der ist, ja, ist ein wichtiger Charakter, sagen wir mal so. Der tut hobbymäßig gern Steingrabungen machen, also der ist so richtiger, also wie nennt man denn die Leute, die wo Steine erforschen? Ich weiß nicht. Fichterli, guten Abend. Einen schönen Montagabend hier. Wie geht's da? Hunter 4 und Troy. So ungefähr. So, jetzt fragt er uns natürlich, was unsere Meinung zu der Wandmalerei da ist. Können wir halt an dem Sinn nicht beantworten. Ja. Aber ich würde auch eher vorschlagen, dass das eher imposante Wandmalerei ist. Geologen, genau. So, das war mein Wort. Warm. Wie geht's euch? Es ist sehr warm, ja. Angeblich kommen bei uns noch schwere Gewitter, also ich hoffe, die bleiben aus, aber es ist dezent warm. Sonst geht's uns natürlich alle gut. Der Steineflüsterer. So, kriegt man das nochmal an. Also wie gesagt, diese Gestalt, das schwarze Ding, was da irgendwie so Feuer- oder Tintenfisch-Tentakel ausspeit, dieses Geschöpf werden wir wahrscheinlich irgendwann, vielleicht, wenn wir denn so weit kommen, nur sehen. Ja, und ist vielleicht auch nicht ganz unverantwortlich dafür, dass es Landmassen in der Pokémon-Welt gibt. Ja? Aber gut, genug erzählt. Das war's wieder mit der Geschichtsstunde. So. Alles klar. Speichert nochmal sicherheitshalber und jetzt glaube ich, fahren wir gleich noch eins weiter. So, nachdem wir einen Arenaleiter besiegt haben und den Brief abgegeben haben, kommen wir in die nächste Stadt, nach Graphitport City. Da fahren wir jetzt noch schnell geschwind hin. Und dann schauen wir mal. Gut, jetzt haben wir am Strand angelegt. So. Und was uns in Graphitport City und in den nächsten Routen, Gegenden, wie auch immer erwartet, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, für heute war es, glaube ich, intensiv genug jetzt gegen Camillo. Ja? So, jetzt passt so auf. Jetzt mache ich da mal schnell. Da machen wir jetzt mal schnell geschwind zu. Brauchen wir jetzt dabei nicht mehr. Jetzt passt so wach. Ja, war dezent. Also der Camillo war dezent. Ja, anstrengend nicht, aber er war tight. Ja. Blöderweise, wie gesagt, also Dusselgur verlieren, okay. Habe ich schon fast gerechnet damit. Aber Vulcano verlieren war unlucky. Das ist einfach, hätte nicht unbedingt sein sollen. Den Crit hätte man wahrscheinlich auch irgendwie vermeiden können. Wahrscheinlich. War ich vielleicht mit dem Angriffssenken ein bisschen zu sehr greedy. Ja. Bleibt's beim Zero Death? Leider nicht. Leider nicht. Wir haben uns halt leider schweren Herzens von 2 Pokémon verabschieden müssen. Einmal von Pilot, dem Dusselgur. Das ist vom Hariyama Hops genommen worden. Und einmal vom Vulcano, das von einem Crit
Richtung Jenseits geschickt worden ist. Habe ich leider nicht vermeiden können. Ich habe mein Möglichstes getan, aber hat sie leider... Hauptsache überlebt. Ja? 2 Pokémon verlieren, werden noch mehr Pokémon kommen, die wo wir verlieren werden im Laufe des Runs. Ja? Im Endeffekt haben wir mit 2 Pokémon gut davon gekommen gegen Camillo, weil das Hariyama war schon sehr, sehr bedrohend. Ja? Es ist halt sauber aus. Da hat einfach Miss Marshall, ja, an der Stelle hat einfach da gesagt, hey, so geht's fein nicht, ihr werdet jetzt einmal sauber Krawatten umbinden. Das hat dann das Hariyama mal in die nächste Zeitzone befördert, ja, mit einem Schuss. Also MVP in dem Kampf gegen Camillo war eigentlich wirklich das Marshall dann. Das Bittere ist ja das, wir haben ja heute noch ein Abra encountered, das war ungefähr der beste Encounter, den wir hätten kriegen können gegen Camillo, aber ich war leider nicht fähig, es zu fangen. Ja, das ist mit dem ersten Ballen sofort ausgebrochen und dann Teleport und ab vom Hof. Ich sage einmal so, wenn wir Abra gefangen hätten, dann wäre man da Deathless rausgegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil dann fängt schon mal an, dass ich mit Abra nicht, dass ich nicht mit Dusselgur leaden muss. Da kann ich mit Abra leaden. Aber gut, Hedi Wadi Dadi, kann man jetzt nicht ändern. Das nehmen wir einfach jetzt so mit. Müssen wir das Positive sagen. Erstens, die Nuzlocke geht weiter, wir haben voll im Saft, wir haben einen guten Ersatz für die 2 Pokémon. Beim nächsten Mal kommen wir wieder in einige neue Routen, da kommen wieder einige neue Encounter dazu. Schauen wir mal. Ja, der nächste Arenaleiter, das ist der Walter. Ob wir den das nächste Mal schon kennenlernen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil ich nicht weiß, wie viel das wir unterbringen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch da wäre, dann offstream, wenn ich mal Zeit habe, dass ich die ganzen anderen Städte noch mal genauer durchforste, ob es vielleicht da irgendwelche Items zum Holen gibt, die es im Original vielleicht nicht zum Holen gibt. Aber das ist jetzt, sage ich mal, für den Stream unrelevant, da passiert ja in dem Sinn nichts. Ja? Aber das schauen wir dann einfach. Aber ansonsten war es heute ein schöner, wir haben gut vorangekommen. Wie gesagt, ich hätte tatsächlich, eigentlich, wie ich gelesen habe, dass der Hariyama hat eigentlich damit gerannt, wir wären richtig böse verhauen. Dass wir gerade noch mit so einem seinen Faden noch lebendig rauskommen. Aber ist besser gelaufen, wie ich gedacht habe. Genau. So, Leute, das nächste Stream ist am Mittwoch 17 Uhr. Da spielen wir Blocktail weiter. Eventuell ist am Mittwoch schon das Finale vom Blocktail. Ich weiß es nicht. Am Mittwoch werden wir tatsächlich fast 3 Stunden streamen. Fangen wir an um 5 Uhr, gehen bis um kurz vor 8 Uhr in etwa, 3 vor 8 Uhr in etwa. Schauen wir mal. Wenn wir das Spiel am Mittwoch fertig bringen sollten, ja, ich habe mir sagen lassen, es gibt 16 Kapitel. Wir haben jetzt, glaube ich, im 15. oder Ende 14., ich weiß nicht mehr genau, sollten wir am Mittwoch fertig werden, dann da ich mal vorschlagen, dürft das nächste Hauptprojekt, da steht dann natürlich wieder ein neues Hauptprojekt an, da ich mal vorschlagen, dürft ihr es dann aussuchen, was wir dann spielen. Ja, da machen wir dann einmal eine Discord-Umfrage, Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wer da noch nicht drauf ist, ist ein guter Grund, da dann jetzt drauf zu kommen. Da werde ich dann 4, 5 Spiele zur Auswahl stellen und da dürft ihr es dann entscheiden, was das nächste Hauptprojekt wird. Haben wir, glaube ich, schon einmal gemacht. Und ich sage da jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, das nicht einfach hier und da mal wieder zu machen. Ich hätte grundsätzlich einen Haufen Spiele, die wo ich gerne spielen möchte und da ich mich momentan überhaupt nicht entscheiden kann, was ich als nächstes zocke. Dritte die Verantwortung jetzt einfach mal an den Kopf. Ja, ich werde schon wissen, was dort. Außer es kommt bis dahin noch ein Wunsch geben, das weiß ich natürlich nicht. Aber davon gehe ich jetzt stand jetzt einmal dabei noch nicht aus. Ratatouille, die Reise des Hugo, ja genau. Da werden wir mit Hugo fetzen. Ansonsten sage ich merci fürs Zuschauen, merci für die frühzeitige Eskalation heute im Stream. Ja, ich sag's nochmal, ich bin noch nicht einmal da gewesen und es ist ein Hype-Train abgefahren. Ja, aus dem Bahnhof, aus dem Bazi-Bahnhof. Ja, das ist eigentlich, was du eigentlich fragen musst. In diesem Sinne also nochmal merci für die ganzen Subs und Resubs. Merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe ihn ein wenig unterhalten können. Ich hoffe, ich habe ihn heute ein wenig erklären können. Ich werde mich wirklich stets bemühen, dass für die Nicht-Pokémon-Spieler unter uns, dass das so angenehm wie möglich ist. Ist ein wenig ein eigenes Ding, brauchen wir nicht reden. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen und ich werde wahrscheinlich noch Pokémon spielen, bis mir ein Soga eindrungen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Werde es immer mal wieder auf dem Kanal geben. Ja, also da kennt es leider nicht aus. Das ist halt ein Spleen von mir. Genau, ansonsten ein schöner Abend. Jetzt muss ich mal schauen, wen raiden wir denn jetzt überhaupt? Nein, hosten mag ich nicht. Ich mag raiden miteinander. Nein, nicht hosten. Ich mag raiden. So ist es. So. Ja, der Cookie, der hat 150 für. Das war jetzt ein bisschen... Habt ihr Lust auf Elden Ring? Hättet ihr Lust auf einen Elden Ring Stream?
Ich frage einfach jetzt. Da war jetzt der Keaton Fox war online. Der spielt, glaube ich, seit einem halben Jahr nur Elden Ring. Ich weiß es auch nicht. Ansonsten dürft ihr mir gerne Raid-Vorschläge schicken. Ja, Zweifel sagt schon mal her damit. Ja, machen wir einen Keaton Fox, das wird schon passen. Genau, wir haben einen Raid-Command, Freunde der Sonne. Der ist einmal für Subs und für Non-Subs. Einfach kopieren, beim Mr. Le Fox einfügen. Du kannst mit Souls immer noch nichts anfangen. Das ist dann ein guter Anreiz, dass du zuschaust. Genau. Raid-Command kopieren und einfügen. Dann beim Mr. Keaton Fox ein bisschen einen Daumen da lassen, ein bisschen supporten. Ja, da freut er sich bestimmt. Ihr wisst es der Following-Button kostet nichts und ist mit Abstand einer der besten Wege, einen Streamer zu supporten. Ja, merke ich am eigenen Leib immer wieder. Das tut eigentlich nicht weh. Ja, wer ihn noch nicht kennt. Der kommt aus Minga, er spricht zwar kein fließend Bayerisch nicht, aber Bayern müsste bekanntermaßen auch irgendwo zusammenhalten. Von daher wünsche ich einen schönen Abend. Wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch um 17 Uhr zu Plugtail in Klammern Finale wieder. In diesem Sinne, falls ihr in einem Wedergebiet seid, schaut auf euch auf. Ja? Dann hören wir uns am Mittwoch wieder, in alter Frische. Habe die Ehre, ich bin für heute raus. Pfiat euch, bis Mittwoch. Hat's euch eine.